in den letzten Jahren, was die touristische Nachfrage betrifft, sehr stark profiliert am Markt. Es kennt jeder den Jakobsweg, der sehr, sehr populär ist, der es sogar in die Primetime des Fernsehens geschafft hat. Wenn Promis den Weg gehen, wird es mitverfolgt im Fernsehen. Aber dieses touristische Pilgern hat eine wirtschaftliche Bedeutung in Europa, die sehr, sehr groß ist, die aber nicht nur jetzt sagen wir, immer den religiösen Hintergrund hat, sondern häufig auch eher den Hintergrund hat, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, dem Alltag der Hektik zu entfliehen. Und das bringt mit sich, dass ein großer Teil der Pilgerer durchaus, nicht so wie man erwarten möchte, im fortgeschrittenen Lebensalter ist, sondern Leute, die voll im Leben, voll im Geschäft der Berufswelt stehen, die durchaus oft einmal zwischen 30, 40, 50 Jahre sind und eben diese Wege beschreiten, um dem Alltag zu entfliehen. Da ist es aber natürlich wichtig, dass es eine entsprechende thematische Aufarbeitung zu diesem Thema auf diesem Pilgerweg gibt, dass der historisch entsprechend Bedeutung hat. Aber was noch dazu kommt, ist natürlich, dass es schon eine Rolle spielt, wo ist das? Das heißt, die Umgebung, die Natur, die Landschaft, die Schönheit der Landschaft und häufig auch verbunden mit Unberührtheit der Landschaft, zumindest entlang des Weges, ist für die Wanderer auf solchen Wegen von großer Bedeutung. Ich glaube, dass es gelungen ist, einen Weg zu finden, der nicht nur bei uns in der Schönbrille-Region in Spital und Büren, sondern auch entlang der weiteren Wegstrecke wirklich so eine Bergkette von schönen Landschaften, unberührten Natur in Österreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten ist, wo wir einfach all das, was man sich heute, der Touristik heute von so einem Pilgerweg erwartet, dass wir diesen Erwartungen sicherlich gerecht werden können, wenn wir mit den entsprechenden Mitteln dazu noch die Beschilderung fortsetzt, beziehungsweise dann auch ist geplant, entsprechende touristische Pakete anzubieten, damit man das dann auch entsprechend einfach buchen und konsumieren kann. Dann denke ich, dass wir auch zur touristischen Popularität von solchen Wegen einen Beitrag gemeinsam leisten und so auch den religiösen Sinn des Pilgerweges, dieses Weltweges, den Menschen mitgeben können. Und es ist vor allem, wenn es ein lebendes Projekt ist, das sozusagen ja nicht abgeschlossen ist, sondern ja heute erst beginnt und in weiterer Folge durchaus noch daran gedacht ist, den Weg zu erweitern, dann denke ich, dass das heute durchaus die Geburtsstunde von einem Projekt ist, das auch, was die wirtschaftliche, touristische Nutzung betrifft, in den nächsten Jahren noch in der Öffentlichkeit sehr, sehr breiten Raum finden wird und auch von unserer Seite da, ich denke auch im Namen aller Kollegen entlang des Weges, die mit Tourismus zu tun haben, der für mich für alle, die da Initiative ergriffen haben und Beiträge geliefert haben, sehr herzlich bedanken. Das sind Geschenke für das touristische Angebot, die gar nicht so häufig vorkommen und die wir liebend gerne annehmen und liebend gerne unterstützen. Der allen, die da diesen Beitrag geleistet haben, recht herzlich danken und dem Benediktweg alles Gute wünschen. Wir wissen, dass es bei uns schon eine Broschüre gibt, die in diese Richtung geht, Ansätze Zeit. Es gibt Pilgern und Wallfahrten in Kärnten Veranstaltungen 2009, wo der Benediktweg schon ein Fixum drinnen ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir schon eine jährliche Veranstaltung praktizieren. Das ist eine Adventwanderung, die letzte Etappe auch des Benediktweges Wolfsberg St. Paul am Beginn des Advents, am Beginn eines neuen Kirchenjahres sozusagen angesiedelt ist. Das ist das eine. Und wir praktizieren morgen schon
ein ganz konkretes Projekt, eine Schulklasse, die morgen sozusagen auch hierher kommen wird und mit uns die erste Etappe gehen wird, was ganz entscheidend wichtig ist. Das heißt also Alternativprogramme anzubieten für Schulen, denn das sind die Pilger, die Wanderer der Zukunft. Und sie müssen sozusagen geprägt durch den Geist der Schulen benediktinischer Provenienz, sollten sie also dieses Werk, das wir initiieren, weiterführen. Und ich bin überzeugt, dass also diese junge Generation einen neuen Stil entwickeln wird und vielleicht einmal sehr dankbar auf diese Initiative zurückschaut, die wir morgen starten. Ja, vielleicht nur ganz kurz, weil ich glaube, also jetzt dieses verbindende Zeichen und den spirituellen Hintergrund des Marsches bei aller touristischen Nebeneffekte, die wir natürlich auch im Auge haben, aber der spirituelle Mittelpunkt ist eben dieses Benediktkreuz, das wir also jetzt für die Pilger kreiert haben und das eben morgen in der Früh geweiht werden soll und das dann jeder Pilger mit sich nach St. Paul trägt. Wir haben auch ein großes Vortragekreuz, was also das Symbol dieser Verbundenheit der Pilger, also das, was wir vielleicht auch als Intention haben, dass man vielleicht sich auf diesem Weg nicht nur selbst findet, sondern dass man auch mit den anderen, die mit einem ein Stück des Weges gehen, vielleicht ein bisschen in Kontakt kommt. Also diese Gemeinschaftsbildung, das ist uns sehr wichtig und das war eigentlich der Grund, als wir mit dem ganzen Projekt vor circa einem Jahr begonnen haben. Und ja, also ich freue mich, wie gesagt, darauf, wenn ich morgen jetzt einfach losmarschieren kann, mich auf das einlassen kann, die schöne Gegend, die geistliche Betreuung genießen kann, das eine oder andere Gespräch. Also ich finde das, wenn ich das zusammenfasse, einfach spannend. Das wird mir ja, für lange Zeit sehr viel Kraft und ja, Entspannung, Ruhe. Das, was ich, muss ich sagen, jetzt nach den Zeiten der Organisation